Ja, also das ist ein Märchen von den Brüdern Grimm und wir können sagen, es ist eine Topfgeschichte oder eine Pfannengeschichte. Und ganz spannend, das heisst der süße Brei. Der hat sicher schon Haferbrei oder Grüßbrei oder sonst einen Brei gegessen. Und dann tun wir ja heute noch ein bisschen Zucker drauf und noch ein bisschen Zimt manchmal. Und früher haben sie das noch nicht so gekannt, aber wo man Hirsenbrei machen ist der eben süß, der war süß im Verhältnis. Und darum heisst das Märchen der süße Brei. Aber das ist so gegangen. Da war also einmal eine Mutter und ein Kind und der Vater der ist gestorben. Also das war eine Witwe, die allein gelebt hat mit ihrem Kind. Und die war so traurig, als sie nicht aus der Stube ist, nicht aus der Küche, sie ist nicht voraus. Und wenn sie etwas braucht hat, hat sie das Mädchen geschickt. Und einmal, weil sie schon so lange drin war und sie einfach so wenig zu essen hatte, hat sie es rausgeschickt und hat gesagt, geh ein bisschen raus spielen. Und dann ist das Mädchen abgehüpft und hat gedacht, jetzt heute gehe ich in den Wald. Und es ist in den Wald hineingelaufen und als sie in den Wald hineinkommt, kommt eine alte, ganz liebe Frau auf ihn zu mit weißen Haaren und sagt zu ihm, «Gell, du bist traurig.» Und sagt sie, «Ja, wieso weisst du das?» Dann hat sie gesagt, «Ja, weisst, ich weiss gerade alles von dir und du kannst mit mir in mein Häuschen reinkommen. Komm, du musst nicht Angst haben. Ich bin eine liebe Frau, ich bin keine Hexe.» Und dann ist es reingegangen und dann hat sie ihm ein Töpfchen gegeben und hat gesagt, «Schau jetzt, das Töpfchen tust du daheim auf den Kochherd und dann sagst du Töpfchen Koch.» Und dann fängt sie diesem Töpfchen an zu kochen und es wird der Brei entstehen und dann habt ihr immer zu essen. Und wenn das voll ist und du kannst einmal essen, dann sagst du Töpfchen Stopp. Und dann hört es auf. Ui, das hat gesagt, danke vielmals, das muss ich jetzt gerade Mutti zeigen. Und hat das Töpfchen genommen und ist ganz schnell heimgerannt und ist die Stege rauf und zu der Mutter und die war gerade in der Küche. Und hat gesagt, schau jetzt, eine alte Frau hat mir das gegeben im Wald, die war in einem kleinen Häuschen und hat gesagt, wir haben jetzt nie mehr Hunger. Und dann hat sie das Töpfchen auf den Kochherd getan und dann hat sie gesagt, Töpfchen Koch. Und hat das angefangen ganz fein schmecken und blöterlen und sie gerührt mit einem Köhli und was voll war, hat sie gesagt, Töpfchen Stopp. Und dann hat sie und die Mama und das haben das zusammen gegessen und es war so fein. Und ab dann mussten sie nie mehr Hunger haben. Aber einmal an einem Tag musste für die Mutter ins Nachbardorf. Ich weiss jetzt nicht mehr, was sie kaufen. Etwas musste sie kaufen. Und dann ist das gegangen und ist aber ein bisschen länger gegangen und die Mutter, es ist Mittag geworden und sie war noch nicht daheim gewesen. Und dann hat die gedacht, also jetzt koche ich selber, ich habe Hunger. Hat das Töpfchen auf den Kochherd getan und hat gesagt, Töpfchen Koch. Und dann hat das Töpfchen angefangen zu kochen und das ist, ja, dann ist es drüber runtergelaufen und über den Kochherd gelaufen und sie hat gedacht, was muss ich jetzt sagen, was muss ich jetzt sagen, hör auf, hör auf, hör auf. Aber das hat weitergekocht, ich hab genug, aber das hat weitergekocht, hat die ganze Küche gefüllt, hat das Häuschen gefüllt, hat die Stegen abgefüllt, hat vor dem Haus gefüllt, das Nachbarhaus und einfach alles zusammen, das ganze Haus. Das Dorf ist verschwunden in diesem Brei. Und das Mädchen ist heimgekommen und dachte, das ist jetzt komisch, es schmeckt schon da vorne nach Brei. Hat die Mutter Brei gekocht. Und was noch ein bisschen näher kannst, hat sie gesagt, um Gottes Willen, das ist ja alles voll Brei. Und dann hat sie gerufen, Töpfchen Stopp, Töpfchen Stopp. Und sie hat sofort aufgehört. Und alle vom Dorf mussten sich durchessen. Sie hatten fast ein Jahr gehabt, bis alles wieder weggegessen war. Und die Mutter hat das Unglück angestellt, weil sie einfach das Wort vergessen hat. Das heisst, wenn man etwas anfängt, sollte man sich überlegen, wie man wieder aufhört. Also man eben etwas anfangen und etwas hören kann. Und wenn man nicht hören kann und es gerne weitergeht, dann hat man ein Problem. Und das ist das Märchen vom süßen Brei. Und vielleicht leben sie immer noch irgendjemand, wir weiss es nicht. Und wenn ihr sie einmal antreffen, dann könnt ihr sagen, ich kenne die Geschichte vom süßen Brei.